Heute machst du dein nächstes Aufbauprogramm für den Oberkörper mit Schwerpunkt Schultern. Denn zum einen drückt sich eine sportliche Ästhetik einfach in der Form aus, in der Körperform. Das ist einfach diese Farbform. Und zum anderen brauchst du Kraft, Stabilität und Beweglichkeit in den Schultern für dieses Training an den Stangen in den Outdoor-Parks. Deshalb machen wir heute nur Aufbauprogramm für den Schulterbereich. Ich zeige dir ein paar Übungen, die du einfach als Workout machen kannst oder die du einfach an dein bisheriges Workout hinten hinhängen kannst als Zusatz. Aber du musst die vorherigen Workouts wirklich alle können. Du musst die Liegestütze perfekt kennen und. Bitte erst dann. Okay? Also, wir fangen gleich an. Ich setze jetzt mal voraus, dass du den normalen Liegestütz kannst. Die nächste Stufe wäre der Liegestütz mit erhöhten Beinen auf dem Stuhl, dann auf dem Tisch. Das heißt, je höher du die Beine verlagerst, desto mehr Druck kommt auf deinen Oberkörper, speziell auf deine Schultern. Für den Handstand-Liegestütz ist es einfach wichtig, dass du die Schultermuskulatur aufgebaut hast. Also, ich demonstriere dir einen Liegestütz mit erhöhten Beinen. Du denkst an die Körperspannung, konzentriere dich und einmal runter und hoch. Die Anzahl der Wiederholungen entscheidest du. Wenn du diese kannst, dann kommt die nächste Stufe und zwar mit den Füßen auf den Tisch. Konzentrierst dich und los. Mit der Nase auf den Boden. So. Auch hier ist dir frei, wie viele Wiederholungen du machst. Das ist Kraftaufbau. Kraftaufbau, Delta-Muskulatur. Jetzt kommt die Beweglichkeit. Dazu gehst du in den normalen Liegestütz, schulterbreit. Du gehst nach vorne, runter, ein Liegestütz, hoch, zurück. Nach vorne, ein Liegestütz, hoch und zurück. Jetzt nach hinten. Du gehst nach hinten, ein Liegestütz, hoch, nach vorne. Nach hinten, ein Liegestütz, hoch, nach vorne. Eine weitere Möglichkeit für diese Beweglichkeit im Schulterbereich wäre der Taucher. Ich zeige ihn dir. Du machst den Liegestütz breiter als schulterbreit, die Beine noch breiter. So, und dann gehst du nach hinten hoch und hoch. Und nun das Ganze zurück. Okay? Wunderbar. Dann geht es jetzt weiter. Das war jetzt die Bewegung vor und zurück. Jetzt geht es um die Bewegung rechts, links. Da gehst du wieder in die Liegestützposition. Schulterbreit. Oder ein bisschen mehr, wie du möchtest. So, dann gehst du runter. Rechts, links, Mitte, hoch. Und das Ganze dann beginnst du mit der anderen Seite. Runter, links, rechts, Mitte, hoch. Das
die Stabilität und den Muskelaufbau. Beginn langsam und vergiss niemals zuvor das Warm-up. Okay? Weil Verletzungen im Schulterbereich sind abends sehr langwierig und du kannst wirklich ganz, ganz viel kaputt machen. In diesem Sinne, übt das Ganze und wir sehen uns das nächste Mal. Denke, dann werden wir mal den Handstand an der Wand ausprobieren. Ich sehe dich. Ciao. So, und nun noch die Ernährung. Heute geht es um die Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren sind sehr, sehr wichtig für dich, die brauchst du. Im natürlichen Zustand sind sie vor allem in Walnüssen. Auf der anderen Seite gibt es bei mir zweimal die Woche Fisch. Einmal Thunfisch und einmal Lachs. Bei den Fischen ist es ganz besonders wichtig, dass du hochwertige Fische kaufst. Bitte kauf guten Lachs, hochwertigen Lachs, kauf einfach Biolachs. Eine Alternative zu der Sache wäre diese Omega-3 Pillen. Die gibt es in Reformhäusern zu kaufen. Die sind ein adäquaten Ersatz dafür. Wenn ich jetzt Fisch mache, entweder Lachs oder Thunfisch, dann gibt es bei mir rote Beete-Salat dazu, der einen sehr hohen Eisengehalt hat. Und vor dem Fisch wie immer die Rohkost, die Suppe und zum Nachtisch noch etwas Kleines Süßes. So, das war's für heute. Nun, mach's gut und der nächste Ernährungstipp kommt. Ciao!